Ich bin's, der Mario. Ha! Sag's was ist, mit dem hast du nicht gerechnet. Ich bin's natürlich, der Birger. Und weil es neben der Laubmaschine auch noch andere Alternativen gibt, wenn's wieder mal 400 Grad in der Hosen hat, packelt mir heute eine kleine Kurzgeschichte aus, und zwar How to Bockerweiher. Fangen wir an, bevor wir das Hirn schmolzt, mit Phase 1. Weiher oder Freibad? Meine Herrschaften, das ist eine Persönlichkeitsfrage. Wenn du Bock auf Kinder hast, also das ist schon hochgradig fragwürdig, stell ich grad fest, die knockert und schreiend 4 Stunden lang neben dir im Kreis laufen, weil Justins Ritalin mal wieder ausgegangen ist, dann kannst du ins Freibad hocken. Wenn's Bock auf gemütlich auf deinem Handtüchel in der freien Natur und der frischen Luft umeinander lenzen hast und dir eine halbe zapfst, ohne dass da alle 5 Minuten der suspekte, weiß gekleidete Kerl mit dem Megafon ins Gesicht schreit. Bitte nicht vom Beckenrand springen. Oder Kerstin, kannst du mal jetzt kommen und die Kotze am Kiosk wegmachen, bitte? Klein Kevin hat schon wieder zu viel Schlümpfe und Esspapier gefressen. Oder Herr Bademeister, bitte zum Bademeister kommen. dann so jetzt die an Weiherflocken. Wenn's Bock auf 40 Kilo Chlor in der Futzen hast, dass du auf die Nacht ausschaust, als hättest 25 Bongs geraucht und alles bloß, weil klein Jerome wieder daneben genedelt hat und aus seiner Poloch werft das braune U-Boot ins Wasser setzt, dann kannst du ins Freibad hocken. Wenn's Bock auf ein ganzes Wochenende saufen, geil! Ganz Wochenende am Weiher übernachten, mit Spätzle in der Gaudi haben und mit dem nockerten Zipfel und die ersten Freundinnen in der Nacht Bahn hast. Ohne, dass du in der Nacht über den Zaun steigen musst und für dein schwerwiegendes Verbrechen eine Anzeige fangst, dann sollst du die an Weiher flocken. Merkst du das selber? Du sollst die einfach an Weiher flocken. Und bevor ich davor schmulz, geht's weiter mit Phase 2. Alles kann ein Sprungbrett sein. Der Bockerweiher heißt Bockerweiher, weil er heute mal ausbockert wird. Und für das braucht man bekanntermaßen einen Bocker. Und der besagte Bocker, leckern das viel Bocker, der in der Regel in dem Kieswerk da irgendwo umeinander steht, ist das beste Sprungbredel und Gaudi-Werkzeug, das man finden kann. Abgesehen davon kann alles ein Sprungbredel oder Gaudi-Werkzeug sein am Weiher. Strück, aufgehängt, eingeschwungen. Ui. Oh. Tja, probier das mal im Freibad. Herr Bademeister, bitte zum Bademeister kommen. Und zur Not fahren wir noch durch Laching und gehen wir Preisen versingen. Kein Witz, das gibt's wirklich. Such einfach mal nach Preisen versenken. Sollten ein bisschen Zeitvertreib gesehen im Sommer. Und am Schluss fast das Wichtigste in Phase 3. Nimm gefälligst dein Scheißdreck wieder mit heim. Am Weiher. Oder an der Isar zum Beispiel, umeinander sandeln, alle kennen die am Arschlecken, Lagerfeuer, Grillen, Bierli zuzeln, alles schön und gut, geil, bin ich sofort dabei. Aber dann muss ich mir das so schauen. Oder sowas und sowas und das. Ihr Arschlöcher! Diese mir doch scheißegal, wie's da ausschaut, Horden! Gott, dass ihr da einen Dreck von daheim auch noch mitnehmt, ihr anreitigen Dreckhamin! Ernsthaft, was ist so schwer, wenn's schon eine halbe Kich mitnimmt zum Aufkochen, dass man geschissene Mülltüten einpackt und sein Dreck wieder mit heim nimmt? Ich scheiß auch nicht bei dir daheim ins Bad und schwab dann nicht runter. Ihr asozialen Penner! Unglaublich! Ihr geht's mir so richtig geil auf den Sack, Kruzifix! Aber gut, was soll ich machen? Bevor wir das Schellplatz, sag ich mir merci fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like oder ein Abo da, sollte das so sein, und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr am Bockerweiher, wie ihr so treibt. Ich glaub, ich geh jetzt am Justin Backel Ritalin kaufen. Haut euch eine, habe die Ehre.